Hallo miteinander, alle, die da zuschauen. Ich habe jetzt gerade ins Ohr mitbekommen, es sind schon 50 Leute am Schauen. Hure geil, Mann. Wir sind eigentlich in der Sommerferien und die Leute warten trotzdem noch auf uns. Das ist richtig geil. Heute mit dabei der Julian. Hallo miteinander, Salvetti Spaghetti. Und heute leider nicht mit dabei ist der Robin. Wir kommen dann gerade noch dazu. Er ist weg in der Ferien und hat uns allein gelassen und darum machen wir das heute das Zweite. Und wir haben vorher auch schon ein bisschen herausgefunden, so ja, wir haben das Ganze ja, er ist ja wirklich ein bisschen reingerutscht. Wir können ja nachher auch noch schnell darüber reden, was eigentlich die Rolle vom Robin überhaupt ist bei 2 am Morgen, wie viel er eigentlich gibt und wie wenig eigentlich rauskommt. Nein, voll nicht. Nein, ey, ich wollte schnell da nochmal erwähnen, der Real Wushu ist auch wieder am Schauen. Das ist auch so, wir haben ihn mal irgendwo am Zürich Open, glaube ich, auf dem Festivalgelände haben wir ihn kennengelernt. Doch, dort sind wir auch am Dreh gewesen. Und seitdem sind wir eigentlich rechte Homies geworden. Er ist jetzt schon bei ein paar Drehs von uns dabei gewesen und ist immer in den Livestreams dabei, schreibt mit uns, hat uns schon als erster und einziger ein Fresspäckchen geschickt. Wir haben noch 2 andere Päckchen bekommen von Leuten, aber Fresspäckchen ist der Wushu der erste und einzige. War ich sich. Ja, der Robin ist jetzt nicht dabei in der Runde, aber nichtsdestotrotz, das macht auch nichts. Ich meine, den Robin haben wir immer in unseren Herzen dabei. Und er genießt jetzt die Auszeit. Wir haben jetzt im Juli, August ein bisschen weniger. Ja, also da können wir ja nachher auch beim Podcast drüber reden. Wenn du jetzt alles vornimmst, dann haben wir gar nicht mehr. Wir sind ja gar noch nicht im offiziellen Stream. Wir sind jetzt für euch schnell so einen Warm-up am machen. Und dann sagt der Robin, jetzt geht es richtig los. Und dann kommt so ein Einspieler. Und ihr seid jetzt einfach so ein bisschen am warm es ist aber irgendwie eigentlich noch geil, weil das ist so die einzige, also es ist ja exklusiv nur für unsere YouTube-Zuschauer. Das schneiden wir nachher wieder weg, oder? Nein, das schneiden wir nicht weg. Aber die auf YouTube schauen, die sehen das ja. Julian, weißt du, wie das genau läuft jetzt am Morgen? Ich schnurre ein bisschen und gehe wieder heim. Ich schwöre, es geht immer so aus. Hey, apropos Fresspäckchen, bevor wir schnell weitermachen. Ja. Kommt man im Zivildienst auch Fresspäckchen über? Ja, an der Mensa im Altersheim kommst du eben einen Genussgipfel über. Ja, nein, aber Fresspäckchen für die Heim, nicht? Nein, das ist... Feldpost gibt es nicht bei euch? Du bist eben nicht so lange weg, also wir sind maximal 2 Wochen schnell weg. Also weißt, ihr seid da voll lange im militärischen Einsatz und bist isoliert von jeglicher Zivilisation wahrscheinlich und dann bist du mega froh. Nein, gut, du darfst ja einmal pro Woche noch in die Stadt, in den Ausgang, wenn du dich richtig benommen hast. Das ist auch etwas, wo so der Kadi entscheidet so, nein, ihr habt die Woche eure Schuhe nicht richtig geputzt. Jetzt könnt ihr nicht in den Ausgang. Man hat fressen, weißt du, was ich meine? Alle, die Abkürzung nicht kennen, Kadi heisst Kandidationsleiter. Der Kompaniekommandant. Und also du kommst schon mal weg und ich bin ja gerade noch als Fahrer, das ist auch mal irgendwann für einen anderen Podcast könnte ich mal über mein Militär reden, das sind auch noch Geschichten. Oh no, dann kannst du minutenlang einfach so diesen machen, so, jetzt redet wieder einer. So, es ist doch spannend für dich, du hast das gar nicht erlebt. Stell mir dich dann vor, ja, ist sicher spannend, aber stell mir es auch ein bisschen so vor wie ein 60-jähriger Veteran, der dann so, weißt du, wir haben den Nein, ich wollte es ja gar nicht verherrlichen, ich wollte nur erzählen, wie das dort läuft, für Leute, die es nicht checken. Und meine Eltern haben mir, nachdem ich mit dem Dienst fertig war, haben sie mir ein Album gemacht mit allen Fotos, die ich ihnen geschickt habe auf WhatsApp. Und jetzt habe ich immer ein Album, wo ich so da reinschauen kann. Ja, voll, das ist schon geil. Auf jeden Fall, eben dort hast du ja dann wie so Fresspäckchen bekommen mit der Feldpost, die ja gratis ist. Also alles, was du an Soldaten oder Rekruten schickst, das ist ja immer gratis. Bis 5 Kilo. Kann ich jetzt so meine Altkleider einfach anschicken? Nein, aber wir können in einem Wäschesack das einschicken, damit es gewaschen wird. Also Soldaten und Rekruten können das machen, ja voll. Und bis 5 Kilo kannst du eben so ein Päckchen zusammenstellen und deinem Kollegen, deinem Bruder, deinem Verwandten, irgendjemandem, kannst du das auf die Post bringen und als Feldpost wird das gratis verschickt. Ich weiß nicht, was das für ein Deal ist zwischen dem Bund und der Post, aber das ist alles gratis. Okay, coole Sache. Und hast du damals eins bekommen? Ja, viel. Ich bin einer der Ersten, der schon ein Fresspäckchen bekommen hat. Ich glaube, so nach 1 oder 2 Wochen haben mir meine Eltern schon etwas geschickt. Und ich habe auch von Kollegen nachher bekommen. Das ist das Geile. Wenn du dann in dieser Zeit noch Kollegen hast, die dich denken und gehen posten und schicken das mit der Post zu dir, dann weißt du so, hey, geile Sache. Hast du mein Geld gefunden? Du Hure Missge. Weißt du nicht mehr? Hey! Du hast mir gar keins geschickt. Gut, jetzt sind wir auch noch nicht richtige Kollegen gewesen. Das war ja im Zwischenjahr gewesen. Ja, hast du jetzt wollen, dass ich lüge? So? Ja, voll. Nein, man kann dich auf die Probe stellen. Nein. Ich habe, glaube ich, ein Fresspäckchen verschickt und das war immer Roman Schneider. Ja. Okay, merci. Ja. Merci. Das ist ein falsches Ja, ist schön. Nein, er ist ein RS, ein richtiges. Ja. RS? Ja. Rekrutenschule? Ja, der FS.
Ja, aber du musst auch irgendetwas gemacht haben im Zivildienst. Hast du Ja. nicht irgendetwas, wo von außen gekommen ist, so, oh, mein Sohn, du gehst jetzt in den Zivildienst, da, nimm das mit. Ja, viel Mitleid. Nein, weißt du, ist nicht so. Da gehst Ausbildungs 2 Wochen und der Zins und dann gehst du pro Jahr im Durchschnitt 10 Tage dort an, so ein bisschen verteilt. Aber das ist nicht so weg und dann tschüss, sondern das ist ein bisschen leger. Hättest du jetzt zum Beispiel können in dieser Corona-Zeit, in dieser Krise, eingezogen werden für Hilfe? Sie sind sehr viele eingezogen jetzt eben worden. Ah, Ich schon? auch, ja. Ah, bist du eingezogen worden? Ja, aber ich bin ja Filmer im Zivilschutz. Aber wenn ich das nicht wäre jetzt, wäre ich Betreuer. Es sind ganz viele vom Zivilschutz bei uns bei den Spitälern, Ah, ja. im Altersheim eingesetzt worden und bei anderen Schnittstellen. Ganz viele sind eingesetzt worden. Ja. Und ich habe das Ganze dafür filmen und habe Videos gemacht. Ah, ja. Ja, eben, da soll dann mal jemand sagen, das bringt gar nichts in der Schweiz. He? Die müssen parat sein. Nein, also ich bin auch ich bin ja zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut fürs Leben, was du dort mitnimmst. Weil für mich, also bei meinen Kollegen und sagen wir mal so ein bisschen Schweizer Mentalität, man zieht ja früher aus. Ich habe auch Kollegen in der Schule, die schon ausgezogen sind, weißt, die schon 18 sind und so. Und für mich ist das halt wie so das erste Mal gewesen, wo ich nicht auf eigenen Beinen gestanden bin, aber das erste Mal so ein bisschen weg von die Hause, weißt du, was ich meine? Weißt du, das finde ich das Geile und das habe ich ein bisschen gelernt an der Rekrutierung. Es kommen alle Leute zusammen. Es kommen die Studierten und die Gescheiten, die Dummen, die Dicken, die Dünnen und so, alle kommen zusammen und das ist eben geil. Also, dort merkst du mal, wie die Gesellschaft eigentlich ist in der Schweiz. Also bei den Ja, Jungs safe. Also Ja. es sind ja auch Nationalitäten, obwohl alles natürlich Schweizer sind, aber ich meine, so der Hintergrund kommen verschiedene Kulturen und Denkweisen zusammen. Gut, hey, jetzt haben wir genug geredet vom Militär. Wir würden mit dem Podcast anfangen und wir sehen euch nach dem Intro. Bring the beat back. Yo, 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 yo. Das ist der 2 am Morgen Podcast, den du hörst mit dem Julian. Hallo miteinander, freut mich sehr. Normalerweise wären wir da zu dritt. Der Robin, unser Co-Produzent, wäre auch noch am Tisch, aber wir haben ja Sommerferien. Also ich habe nur Hallo gesagt. Kannst du einfach nur Hallo zurück sagen? Hallo, hallo zusammen, ich grüße noch meine Mami. Und mit dem Ramin. Hoi zusammen. Ich kann eigentlich so weitermachen. Okay. Ja, nein, aber er sagt schon richtig. Also zuerst mal danke, dass ihr da wieder eingeschaltet habt. Ihr hört beim einzig wahren Podcast zu, wo es um 3 Leute geht, die ein bisschen von sich erzählen. Ja, voll. Ich weiß nicht, wie Werbung Ja, für Podcasts. ja, das ist so 2 Uhr morgens mal dahinter. Wir haben Sendungen, wo wir raushauen. Mittlerweile, wie viel sind es? 300 haben wir Hey, nicht gezählt, ich gell? weiss Oder nicht fast genau. Zwischen 200 und 300 Sendungen, wo wir ja eigentlich durchstudieren und etwas überlegen. Aber an dem runden Tisch da ist eigentlich mal die Gelegenheit da, dass wir über unsere privaten Sachen erzählen und unsere Meinung platzieren und irgendwie Gedanken dahinter. Wir haben jetzt nichts auf dem Tisch, wo irgendwie Also scripted es ist auch, sagen wir mal, so ein bisschen geile Therapie, weißt du? Weil wir kommen auch immer seltener dazu, miteinander zu reden über Sachen oder miteinander auch mal über jemanden zu reden. Und diese Chance müssen wir, glaube ich, in dieser Folge vor allem ergreifen, weil es ist die erste Folge ohne den Robin. Der ist in der Ferien. Bin ich ein bisschen dein Therapeut jetzt gerade? Nein, ja, gegenseitig. Sagen wir, es ist eine reziproke Beziehung. Ah, ich hätte wirklich, also stelle ich dir nachher noch eine Rechnung. So ein schlechter Witz. Okay. Ja, bevor wir anfangen und über den Robin lästern, da ganz kurz. Wir sind natürlich auf Spotify. Du hörst uns jetzt wahrscheinlich auf Spotify oder Apple Podcast oder irgendwo, wo es halt so Streaming-Plattformen gibt. Oder du kannst auch auf YouTube zuschauen, wie ihr jetzt zum Beispiel, wenn ich da die Kamera zeige, macht. Wir sind aber auch im Radio Donnerstag am Morgen um 11 Uhr auf SRF Virus und ab am 9. Juli im Fernsehen. Das ist jetzt die erste Folge, die im Fernsehen ausgestrahlt wird. Leider ist der Robin da nicht dabei, sonst würdet ihr die jetzt auch sehen, dass wir jetzt Dritte sind und das Dritte reden. Ja, ich sage nur, willkommen da zum Podcast. Mal schauen, ob ihr es durchschafft bis zum Schluss. Jeden Donnerstag am 11 Uhr auf SRF 2. Gut, wenn wir schon vom Robin reden. Er ist nicht da, er ist in der Ferien. Er ist ja einer, der auch immer mit uns geredet hat über Leute, die zu früh wieder ins Ausland gehen nach der Corona-Zeit. Und jetzt hat er es Jetzt gemacht. gehört er dazu. Robin, du schaust und hörst den Podcast jetzt sicher auch gerade live. Wir wünschen dir an dieser Stelle schöne Ferien. Wir hoffen, dass du es geniessest.
aber auch ein bisschen falsch. Bist du wirklich auch ein bisschen falsch, dass wir das immer rausspreaden? Wir haben ja den grössten Corona-Hit jetzt gelandet mit «Bleiben Sie zu Hause», wo du ja produziert hast. Und was du jetzt machst, du bleibst überhaupt nicht daheim. Du bist jetzt in Frankreich. Nein, auf Korsika ist er. Das ist Frankreich. Nein, gehört das nicht zu Italien? Nein, Korsika ist Hä? Frankreich. Nein. Hä? Dann Warte mache ich mal. mit dir jetzt ein Fistwett. Ich habe das schon mal bei etwas glauben Tja. und das ist nicht... Um was wetten wir jetzt? Aber du- Korsika zu Du Frankreich. gehst ja auf Italien und so bei... Genua zum Beispiel könntest du auf die Fähre und gehst über Und das ist nachher noch Frankreich. Bin ich jetzt wirklich so blöd? Matto? La Corse. Hey, nein, jetzt wettest du mal mit mir. Matto, Jetzt ist das wettest Frankreich doch, oder du willst Italien? nie wetten. Ich habe da ein gutes Knöpfchen im Ohr, wo Ja, man dann alles kann wett doch sagen. einmal. Matto, Bevor du willst du mir das schnell sagen? Warte, bevor du Nein. Sekunde. Ja, Sag doch mal. Korsika Sag mir einen ist- Wetteinsatz. Okay, machen wir ein Slap-Bet. Ein was? Ohrfeigen-Wett. Ja, Der, der also, gewinnt, kann einem anderen Ohrfeigen geben. okay. Fist and Twist. Gut. Matto- Matto, was ist das? Jetzt wollen wir es schnell auflösen. Korsika. Gehört das zu Frankreich oder Italien? Oh, zu Italien hat Ja, er ich kann- gesagt. ich kann Nein, nicht- Scheiße. Kopfhörer ab, Kopfhörer ab. Aber wenn wir es jetzt schon machen, Ja. aber dann müssen wir es in der Nähe vom Mikrofon machen, dass wenigstens die Leute hören. Ja, das Die nur auf nur den Ton hören, die müssen hören, wie du mich schlägst. Okay, was soll ich Nein, nehmen? Du musst schon So. ein bisschen führen kommen. Ja, ich- dann müssen wir es bei deinem Mikrofon machen. Nein, das ist schon gut. Ich mache das jetzt eigentlich wie, ich mache das jetzt wie ein bisschen beim Arzt, wenn du musst einen Zahn ziehen. Komm jetzt mal. Wenn du musst einen Zahn ziehen bei einem Arzt, dann tut der Arzt ja eigentlich auch... Hey! Wieso ziehst du weg? Ich wollte mich hey. vorbereiten. Alle, die jetzt nur Ich wollte hören, mich vorbereiten. der Ton, den er gehört hat, ist jetzt nur, weil ich das Mikrofon drauf habe. Ich kann den Ramin noch nicht Ja, ich erklären, wollte weil mich er vorbereiten. ausgewichen ist. Du kannst nicht einfach so reinhauen. Das macht der Mann. Arzt eben auch, bevor Ja. er Spritzen gibt. Bin ich jetzt bei einem Arzt? Hä? Nein, wir haben den Slapback gemacht. Komm. Bist du vorbereitet? Ja, nein. Hä? Also der Ramin hat gerade schon an. 3, 2, 1. Oh, wieso so fest steht? Oh, Aber Ich- krass, ist ja. eben schwierig Also, bei dir. vielleicht habe ich mich da jetzt lächerlich gemacht und so, aber rein geografisch gesehen, wo das liegt, hätte ich es jetzt eher zu Ja, Italien. es gibt ja auch so viele Inseln, weißt du, so bei Westafrika, das gehört ja zu Frankreich. Kanaren, das ist Zum Beispiel lustig. Kanaren, ja. genau. Oder es gehören ja ganz viele Länder zum Commonwealth. Ich weiß. Nein, ich habe nicht gesagt, Kanaren gehören zu Frankreich. Ich habe gesagt, Kanaren sind auch so ein Beispiel, Ja, genau. wo zu einem anderen Land Wir gehört, haben wo nie es nicht in gesagt, der es Nähe gehört zu Frankreich. sind. Nein, sicher nicht. Hast du das wirklich jetzt gedacht? Hä? Nein, Also, nicht Kanaren. komm! Nö, wir Komm, gar nicht jetzt haben wir gewählt. den Erschlag. Ja, jetzt Aha. jede Aussage, die sich irrt, musst du jetzt Ja. nicht sagen. Oh, ja, nein, easy. Also. Also, Bei dir ist es noch schwierig gewesen, by the way, schön einen Klatschton Wieso? anzubringen, weil du die Hälfte recht viel Bart hast. Und der macht es dann so. Und oben macht er. es tut so, als würdest du das Mikrofon anlangen. Ja. So. Ja, hey, auf jeden Fall. Das Thema ist ja eigentlich durch den Robin entstanden. Der Robin ist weg und wir haben eigentlich die Zeit nutzen, um über ihn zu reden und vor allem auch mal seine Rolle definieren bei 2 am Morgen. Weil es ist jetzt immer mehr in den letzten Sendungen ist, aufgekommen, dass er sagt, wieso heisst es immer noch 2 am Morgen? Ich bin doch auch dabei und so. Ja, also grundsätzlich kann man das ja auch mal klären. Wieso heisst das 2 am Morgen? Das werden wir immer gefragt. Also, wir sind 2 Moderatoren, die eine Morgenshow, und so hat das angefangen, wir haben 3 YouTube-Folgen am Montag, Mittwoch, Freitag am Morgen rausgehauen. Am Morgen um 6 Uhr ist die auf YouTube geladen worden. Und wir 2 sind 2 Moderatoren am Morgen, also 2 am Morgen. Das hat nicht mit der Uhrzeit zu tun, Genau. sondern ein bisschen weiter überlegt. Und- der Robin ist von Anfang an mitgecastet worden im Team. Na, ja, aber warte schnell zum Namen, bevor wir weitergehen. Wir können das schon ein bisschen detaillierter aufzählen. 2 am Morgen assoziieren aber die Leute immer mit der Uhrzeit. Ja. Darum passiert es aber auch, dass wenn sie kommen und sagen so, hey, du bist doch da von 11:45 um 3 oder so. Ja, und ich ja. so, hä? Von Wo? halb Nicht einmal in der zwei Nähe? Ja, so ja. 1:30 am Morgen und so. Nein, also es ist wirklich 2 Moderatoren am Morgen. Und der Robin ist aber nicht mitgecastet worden, wie du das gesagt hast. Doch, Nein, er ist angefragt worden als Produzent von dieser Show. ja, so. Genau. Er ist also unabhängig von uns 2, ist er angefragt worden, hey, würdest du gerne so eine Morgenshow mit uns produzieren? Genau. Und er hat dann dort dazu gesagt. Er hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen seine Finger im Spiel gehabt, was nachher die Wahl von uns anbelangt hat. Gegenseitig, wir haben ihn empfohlen Genau. und er hat uns empfohlen. Weil wir haben schon vorher- zusammen gearbeitet. Genau, und es ist ja so, wir sind
viele Leute sagen, hey, ihr bringt so viele Videos raus, wie machen die zwei das? Hey, wir haben ein Team im Background, es braucht auf der konzeptionellen Ebene und organisatorisch ganz viele Sachen, die muss gemacht werden und das könnten wir nie allein machen. Und der Robin ist so ein Brain im Hintergrund lang gewesen, wo man nie vor der Kamera sieht oder selten, weil er einfach der stille Macher im Hintergrund ist, wo das Ganze zusammengehebt hat. Und jetzt mittlerweile... Ja. Und nicht nur allein, muss man auch erwähnen. Nicht allein. Also wir haben weitere Produzenten und Kameraleute, Cutter und Produktionsassistenten. Und wow, das ist wie ein Oscar-Rede jetzt gerade gewesen. Ja, es ist wichtig. Und ich habe das schon mal gesagt. Falls ich irgendwann so etwas gewinne, ich bewerbe mich jetzt gerade mal für alle Preise auf der Welt, was es gibt. Falls ich irgendwann so etwas gewinne, dann ist es mir wichtig, um das hervorzuheben, was genau dazu geführt hat, dass man an dem Punkt ist. Ja, das sehen wir ja dann noch, wenn du gewinnst. Ich hoffe es. Ich hoffe es, wir gewinnen mal irgendetwas. Ja, ich denke eben immer bei allen anderen, das ist das Langweiligste bei der Oscar-Gratulation. So, first I want to thank das Management, dies, so Mami, Papi, irgendwas. Und dachte so, ja, who cares, die Geister sind Das hier, stimmt die eine Rede machen, wo einfach etwas anfetzen, wo niemand erwartet, wo einfach so fake brüllen. So. Und dann so, no, it's a joke. Thank you for everything. Wo hast du das gesehen? Nie nicht, aber das fände ich geil. Ja, aber es gibt doch so Einzelfälle, wo einfach etwas Neues macht. Zum Beispiel der DiCaprio hat ja auch mal einen mega Speech gemacht und so. Ja, über die Umwelt und so. Und weißt du, das finde ich eben schon auch richtig. Auch der Joaquin Phoenix, der für seine Rolle bei Joker etwas gewonnen hat nachher das Ganze so verwirrend übergebracht, wo er eine Message hat verstecken. Und ich denke auch so, hey, Kollege Essig, weißt, du hast jetzt einen Award gewonnen für deine Schauspielleistung und alles schön und gut, dass du die Welt ein bisschen verbessern willst, aber ich glaube auf dieser Bühne, also weißt du, wie so, ich weiß nicht. Ich finde, es passt nicht total. Ja, gut. Also, wir reden jetzt von einer Sphäre, wo wir eh nie werden. Ja, das stimmt. Wir so, ja, nein, das mache ich dann nicht. Genau, aber wo sind wir jetzt gerade beim Robin. Und ich wollte Genau. die Zeit jetzt auch nutzen, um ein bisschen über den Robin zu reden, was er so, wie er ist als Mensch, wenn er nicht gerade vor der Kamera ist. Und wir haben eben vorher so gesagt, er sagt immer mehr, wieso heisst es immer noch 2 am Morgen, jetzt bin ich doch auch dabei. Ja, er ist nachher nicht reingerutscht halt in das Ganze, weil wir gesehen haben, hey, die Flachwitze, die er aufschreibt, in unsere Skripts, die wir eigentlich überbringen sollten, sind so schlecht, dass die eigentlich nur lustig überkommen, wenn es eine Rolle würde geben, wo das wirklich extra schlecht reinschießen, dass die Leute auch checken, Moment mal, die machen einen Witz daraus. Ja, und eigentlich ist es gar nicht so eine gesuchte Rolle, sondern es ist wirklich, wenn die Kamera auswählt, wäre es genau gleich. Der Armin und ich sind eher so ein bisschen die Vorlauten und ein bisschen am Umrösten. Und der Robin tut so gelegentlich eins reinschneien. Eins so reinfurzen und das und ist wörtlich gemeint. Ja, und aber auch sehr viel Flachwitz reinbringen, Ja. macht ganz viele Wortspiele. Und so funktioniert es auch eigentlich hinter der Kamera. Und der Robin ist Teil von dem Team, wir sind auch privat so zusammen. Und darum, wieso soll er nicht vor der Kamera sein? Aber weißt du, so 3, so wie wir am Tisch, das geht einfach nicht. Es ist schon gute Aufteilung so, weil ich glaube, der Robin müsste gar nicht so viel schnurren wie wir. Nein, also gar nicht das Bedürfnis. ich glaube, das Gute ist auch, jeder checkt seine Rolle in dem 3er-Gespann oder in dem 10er, 12er-Gespann, das wir haben und will aus dem nicht gross rausbrechen. Weißt? Jeder kann dem anderen auch sagen, so, hey, das ist jetzt das, was du musst machen und das ist das, was ich muss machen. Ja, aber wie der Robin privat ist, also das sieht man wirklich auch vor der Kamera, aber der hat halt auch einen riesen Kopf. Also was der alles zusammenbringt, was er alles macht auf Instagram, auf offline, weißt, und auch jetzt da mit uns, wie er das Skript schreibt und Drehs vorbereitet und Musik macht und so. Das finde ich schon auch noch geil. Und trotzdem wollte ich noch ein paar negative Sachen über ihn jetzt loswerden, weißt, wenn er schon nicht da ist. Willst du ein bisschen ablästern jetzt gerade? Ja, also ich finde erstens, er ist selber schuld, dass er in die Ferien gegangen ist in dieser Zeit, wo wir halt den Podcast weitermachen. Und zweitens komme ich nie mehr eine Möglichkeit im Fernsehen über jemanden so abzulästern, wo aber selber zu dieser Show gehört. Das ist schon noch ein historischer Moment, oder? Ich wollte damit anfangen, dass seine Angewohnheit, dass er in einen Raum hineingeht, das Gefühl hat, es ist zu warm, das Fenster aufmacht, sperrangelweit offen lässt und sich aus dem Raum verpisst. Und alle anderen dort drinnen, die die Wärme gefühlt haben, die sich eingekuschelt haben, eingenistet haben im Sofa, die müssen jetzt einfach mit dieser Kälte leben, weil der liebe Robin das Fenster unbedingt muss aufmachen muss, weil er in 15 Minuten einen kühlen Raum braucht. Vor allem stellt euch so einen kalten Scheiß Januar vor, wo Ja. aber so mühsam kalt ist, so irgendwie so uns Schiffen noch ein bisschen. Aber der Robin, er kommt mit dem T-Shirt, so easy, er hat immer ein bisschen warm. Hat er schlechte Luft in dem Büro, da muss man gerade mal lüften. Und
das geht. Robin, ich weiß ja nicht. Also gewöhnt dir das ab, Bro. Das Zweite ist, der Robin ist bekannt dafür, dass er sehr gesund und reichhaltig isst. Dazu gehören halt auch Algensäfte und verschiedene Gemüsearten und so weiter. Und das zeigt sich natürlich auch in unseren Geruchsorganen, oder? Also wenn er in einem Raum ist, dann wird sicher alle paar Minuten wieder gefurzt. Und ja, ich weiß, es ist wieder Fäkalsprache und was weiß ich und so. Wir sind da im Fernsehen, aber das muss mal raus. Ich habe eine logische Erklärung, warum das. Die zwei Sachen, die wir jetzt erzählen, bauen sich miteinander auf. Er kommt in den Raum mit seinen selber gemachten Algen-Smoothies und sagt, das schmeckt ein bisschen streng. Aha, dann muss er lüften. Aha. Das eine zum anderen. Okay, ja, okay, das ist glaube ich genug für das mal, oder? Ja, genau. Oder Ich wollte nicht? eigentlich vorhin wirklich etwas Positives über ihn sagen, was mir jetzt voll entgangen ist. Was ich muss sagen, das finde ich recht krass, dass er eine mega gute Erziehung, glaube ich, genossen hat oder haben muss, weil er unglaublich gute Umgangs- und Anstandsformen hat. Obschon wir schon von Kindesausbrüchen von ihm gehört haben. Aber nur gegen Tier. Nur gegen Tiere? ja. Hat er das, was er erzählt hat. Ja. Er hat unglaublich gute Umgangsformen, er hat viel Empathie, er spürt die Leute auch sehr gut. Er ist auch der, der so nachfragt, so, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen ruhig, geht es dir gut und so. Er wäre ein recht guter Vater, glaube ich, weil er so das Zeug ein bisschen spürt. Und er ist so der ruhig hindurch. Und er ist einfach der Macher. Mein Gott, was er für uns alles schon gemacht hat. Ich wäre schon lange ausgerastet. Weil wir einfach mühsam sind manchmal. Also ja, eben das ist nochmal zu dem, dass jeder seine Rolle ein bisschen kennt und in dieser Rolle sich auch wohlfühlt. Und das ist, darum funktioniert das Ganze auch. Hey, ich glaube im Fall, Zuhörer und Zuschauer interessiert es vielleicht gar nicht so fest, was der Robin macht oder wie er ist und so. Aber das ist mal ein gutes Ventil gewesen für uns, sage ich mal, um das rauszulassen. Ich wollte schon zum ersten Thema kommen. Das ist diese Woche gerade passiert, sehr aktuell und ich muss sagen, ich habe es mit zwei Augen müssen anschauen. Das eine Auge hat gelacht, hat es lustig gefunden. Und das andere Auge ist aber so richtig hässlich gewesen. Es ist rot geworden und es hat angefangen zu tränen und so weiter. Der Roger Federer hat seine neuen Schuhe präsentiert. Und wie es der Zufall will, ist ein guter Kollege von uns, der Heidgenoss, ist mit dem Schuhpartner, also mit der Marke On, darf man da sagen, weil das journalistisch ist, glaube ich, ist er in Kontakt wegen irgendeiner kurzen Werbung auf Instagram. Und die Macher von dem Interview bzw. von dieser Vorstellung von dem neuen Schuh haben ihm gesagt, hey, schau, wir lassen deine Community noch entscheiden, dass eine Frage noch über dich an ihn gestellt wird. Und das haben wir natürlich alle gesehen. Wir haben ihn natürlich dazu aufgefordert, hey, das ist die Chance, das ist unser Kontakt zum Federer. Fragen doch mal, ob er die Aktion von uns gesehen hat. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, alle, die jetzt zuhören und alle, die zuschauen, das könnt ihr gerne noch anschauen. 2 Morgen Federer eingeben auf YouTube, dann sehen ihr die ganze Folge. Auf jeden Fall, wir hören jetzt schnell in das Interview rein, wo die Frage vom Heidgenoss gestellt wird. Und danach analysieren wir ganz kurz mal die Situation und was aus dem hätte können entstehen und was nicht entstanden ist. Bitte schön. We have another question from Swiss influencer. Maybe you're going to help me with the name. Okay. Heidgenoss. Yes. Is it like? Yes, okay. that's correct. Yes. So. He wants to know if you ever tried to make someone famous learn a Swiss word, like maybe I'm sure. Rafael Nadal. Or... Yeah. I'm sure I've told some of the tennis players to say Swiss words. The classic is Küchenkästli. It's What? like a kitchen cupboard board, you know. Why do we want like someone to Because learn this that? one seems difficult for the people who don't speak Swiss German because we use a lot of the and ch, you know. And yes, so I've done it, I'm sure, many times with a lot of the tennis players. Küchenkästli. Küchenkästli. Okay. Yeah, it's I'm not gonna that try, difficult, I think. I'm going to try and practice. Okay, I'm going to... So, das ist das Interview, das mit dem Roger Federer geführt worden ist bei der Vorstellung von seinem neuen Schuh. Und also zuerst mal muss ich trotzdem sagen, ich schaue das und denke so, ja, eigentlich ein sympathischer Sieg. Ja, nach wie vor Roger Federer, einfach Gott. Auch Heidgenoss, ich glaube, er hat noch nie von dieser Page irgendwie gehört. Weiß auch nicht.
Aber das wäre jetzt die Chance gewesen. Eine Frage könnte man ihn stellen. Ja. Aber eben, also zuerst mal, Heidgenoss ist, also ich weiß nicht, also auf Social Media ist in der Schweiz eine der grössten Seiten und für mich persönlich oder für unser Team, also meme-technisch, macht er wirklich die besten Memes und wo gerade so den Punkt trifft bei jedem Thema. Und der Federer hat offenbar noch nie etwas von dem gehört, weil sie fragt dann, du musst mir schnell helfen mit der Aussprache, heisst Heidgenoss und dann sagt er, yes, correct. Ja, ja. Also das vielleicht heisst, hat er sie nicht blamen, aber er könnte ja sagen, ja, we in Switzerland say Heidgenoss. Und dann Ja. wäre es ja lustig geworden, hätte sie das wieder müssen ansprechen Weil es ist ja nachher auch noch eine Frage wegen der Schweizer Aussprache gekommen. Ja. Also offenbar... Also, ich glaube, er will sich gar nicht auf das einlassen. Er hat das Gefühl, so Social Media in der Schweiz ist nichts für ihn. Weißt du, was ich Vielleicht meine? konsumiert das einfach null und ladet einfach nur Ja, so das glaube ich Foto sowieso und nach Video. dem. Also, vor allem nach unserer Aktion glaube ich das. Aber der Heidgenoss hat mir auch noch geschrieben, etwa 30% der Einsendungen von der Fragen Ja. seien gewesen, wenn er zu 2 Uhr morgens kommt. Ah ja? Wirklich? Ja gut, ich habe ja eine Story gemacht. Ich habe gesagt, hey, gönnt alle am ja, Heidgenoss ja, schreiben. ja, Plus habe ich ihm privat geschrieben, hey Bruder, lass mal zu, ja. das und das, dort. Und dann hat er gesagt, boah, ja, hey, aber ich glaube, sie wählen dort die Frage aus, nachher, was sie ihm Voll. stellen und so. Und wir sehen da jetzt auch, für all die zuschauen im Fernsehen oder auf YouTube, das ist der Kommentar, den wir mit unserem Account unter dem Bild oder dem Video geschrieben haben. Er kann gerade mit dir zu uns kommen in die Show und das ist der Top-Kommentar mit, ich sehe es jetzt gerade, 160 Likes. Und also, man sieht irgendwie so auf Social Media ist das jetzt ein bisschen verbreitet, dass 2 Uhr morgen versucht Roger zu holen in die Sendung und der Heidgenoss, wir tun den jetzt da mal nicht mit Weißt- Namen weißt du, was- ansprechen. weißt du, Der hätte das können schaffen für uns. Schneller Exklave. Mir ist letztens in den Namen in den Sinn gekommen. Heidgenoss. Er heidet sich. Darum Heidgenoss. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe ihm seitdem auch nicht mehr geschrieben. Ich Ja, habe zwar- aber ich glaube, die anderen haben das ausgewählt, die Frage. ja, ich weiß schon, aber ich glaube, er hat es nicht versucht. Aber- Ich frage ihn dann sicher nochmal richtig. Dann nochmal ein Sommerferien-Update von der Aktion, die wir glaube ich, im Februar gemacht haben. Mhm. Wir haben Roger Federer besucht auf seinem Grundstück. Also er ist nicht rum gewesen. Wir haben einen Besuch gemacht ohne ihn. Und seitdem haben wir nichts, nichts gehört Mhm. von Roger Federer. Er hat keine Story angeschaut, er hat keine Messages angeschaut, nicht antwortet auf Mails oder irgendwas. Bis heute wissen wir nicht, ob der Roger unsere Nachricht gesehen hat. Mhm. Wir haben ihm einen Briefkasten auf sein Grundstück hinterlassen mit einer Einladung. Er soll mal zu 2 Uhr morgens kommen. Wir sind ein Tennismatch gespielt auf seinem Ground in Rapperswil, Mhm. zum Aufmerksamkeit erregen für uns. Wir haben nichts gehört bis heute und wir probieren jetzt immer mit so kleinen Schnipsel an ihn heranzukommen, aber er ist einfach Ja. irgendwie Das nicht ist, glaube ich, das erreichbar. Nächste, gewesen, wo er bei uns war. Das ist, glaube ich, in Zürich gefilmt worden, das Interview. Oh ja, er Ja. ist ganz Ich, nett. ich glaube, der ist im Fall Wow. irgendwo da um uns herum und wir schaffen es einfach. Es erinnert mich ein bisschen so, kennst du noch Snoopy, der kleine Hund? Ja, Und der Charlie Brown will doch immer so den Football kicken und das weißt du jetzt Und nicht. seine Freundin nimmt ihm immer den Football weg und er versucht es Das ist immer mehr wie wieder. der Obelix, wo immer Zaubertrank bekommt. Ja, genau, du hast die Metapher noch gebracht. Ja, das stimmt. Und also, weißt du was? Ich kann nicht sagen, ich will damit aufhören zu versuchen. Ja, wir müssen uns irgendwann Ja. entscheiden, lassen wir ihn Ja. lang hängen oder bleiben wir einfach dran. Weil ich finde, er hat halt über die letzten 20 Jahre ein Lebenswerk geschaffen. Das können wir doch nach einem halben Jahr nicht aufgeben. Also es wäre einfach feig von uns, ganz ehrlich. Ja, also sagen wir so, bevor wir mit 2 am Morgen aufhören, müssen wir das noch schaffen. Ja, richtig, genau. Wir müssen Okay. den Roger Federer noch physisch bei uns haben. Ich will den berührt haben. Ja, ja ja. Hä? Sicher. Ich will, Aber das muss dann in dem Fall nach Corona-Zeit mach einfach passieren. so. Ja. Danke, da langt mir, jetzt kann ich sterben. Ja, also für alle, die sich gefragt haben, wir werden das nicht aufgeben mit dem Federer. Wir werden aber nicht nochmal so eine Aktion machen, da sind wir uns glaube ich auch einig, das wäre ein bisschen arm. Ja, irgendwann musst Also, du ja. auch aufhören. Es ist wie wenn du eine Frau anmachst und es immer wieder probierst. Irgendwann Ja. musst du akzeptieren, sie will dich nicht. Ja, Punkt. Ja, voll. Für alle, die zum ersten Mal zuschauen oder zuhören, wir haben noch da, wie sagt man dem? Wir haben da Was willst du sagen? Eine Sag- Sektion, eine Sektion, Ja. genau, Sektion Küchenkästchen. Nein, wie heißt die? ein Nein, Einspieler. Sektion. Nein, wir haben eine Sektion, wo wir Live-Kommentare von YouTube beantworten. Und das sind halt all die jetzt live auf YouTube zuschauen. Wir fangen gerade an mit dem Leo 13 Geol. Ist der Robin kündigt?
Jul? Nein, ihm ist nicht gekündigt worden und er ist jetzt einfach in der Ferien und heute machen wir jetzt den zweiten ohne den Robin-Podcast. Ja, also wir haben uns entscheiden, ey, wenn wir den Podcast durchziehen über den Sommer und wir haben uns alle zusammen entschieden, ja, aber trotzdem haben wir nicht die Ferien von den einzelnen Leuten uns einmischen und darum machen wir es jetzt einfach das zweite. Sinran Simi, der zweite Kommentar, schreibt, heute redet der Jul voll viel, finde ich super. Wow! Da muss ich in dem Fall zustimmen. Und weil bei den letzten Podcasts ist irgendwie so gewesen, also vor allem wenn du da die Moderationsseite übernommen hast, habe ich so das Gefühl gehabt, du hast dich abkapselt. Aber heute, also es liegt vielleicht auch daran, dass du 50% mehr musst reden. Ehrlich, wenn ich nicht rede, redest du mit niemandem. Okay, gut. Aber es ist mal wirklich abhängig von, ob ich irgendwie ein bisschen müde bin oder keine Ahnung was. Das heisst, heute bist du voll fit? Oder hast du 2 Energy Drinks in der Kau? Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Also nein, jetzt haben wir ein Gespräch und ich kann mich nur beteiligen an einem Gespräch. Aber es ist oft so, wenn andere noch reden, dann klinge ich mich sehr gerne aus, weil ich rede nicht immer in der privaten Welt. Ja. Also ja, natürlich redet niemand immer. Also aber so es ist gesprächigere. Am Familiennacht und so rede ich nichts. Ja. Also da können sie einfach schnurren und ich höre zu und super, schön. Ja. Aber Ja, das ist gut. Ja, aber genau, also das ist mir aufgefallen und das finde ich super, Julian, dass du so weiter redest. Merci. Also, vielleicht muss der Robin auch wirklich wegbleiben. Der Hans-Peter schreibt, der Podcast ist informativer als die Sendung mit der Maus. Schau, das Ding ist halt, bei so einem Podcast, wir reden eine Stunde lang am Stück und ich mag mich nach etwa 10 Minuten nicht mehr daran erinnern, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Darum weiss ich jetzt nicht, was der Hans-Peter da meint. Dass kennst du die Sendung mit der Maus? Natürlich, aber was ist jetzt informativer gewesen? Über was haben wir geredet, was informativ war? Ich weiss es im Fall. Wir haben doch bis jetzt nur über den Robin und ja, über... vor allem, wenn wir keine News oder so aussetzen, sondern wir dann eigentlich Erlebnisse und Meinungen platzieren da und reden über uns privat. Ist aber sehr lässig, dass ihr uns da reinschreibt und euch mega beschäftigt, was wir so machen. Ja, also das finde ich sowieso das Beste, wenn man da den Live-Podcast aufzeichnet, am 8:30 am Dienstag amix. Schaut doch auch mal vorbei dort auf YouTube, dann könnt ihr mitbestimmen und mit kommentieren. Gut, apropos informativ, das hat der Hans-Peter gesagt und ich wollte schnell sagen zu dem Ganzen, es ist immer noch Corona-Zeit. Wir haben seit dem 6. Juni Maskenpflicht in der ÖV, weil das halt nicht gut gegangen ist, die Zahlen sind gestiegen und dann hat man sich für eine schweizweite Maskenpflicht entschieden. Bist du schon mal im ÖV gefahren? Seitdem noch nicht. Punkt. Aber ich stelle es mir recht lustig vor. Ich sehe ja so Bilder, wo jetzt alle Masken haben. Ich habe jetzt gerade gelacht. Letztes Jahr habe ich mit meinem Bruder telefoniert und er so ganz leise, du Jule, jetzt müssen wir etwas abmachen. Ich sage, wie redest du? Wieso? Also hättest du einen Blumenkohl im Mund? Ich habe eine Maske genommen, ich bin gerade wieder Und lustig finde ich aber auch die Leute, so mega distanziert in der ÖV. Natürlich, man schaut einem schräg an, wenn man neben jemandem anhockt. Also ich bin ja noch gefahren letzte Woche, bevor die Maskenpflicht ist. Und ich bin auch im Zug eingestiegen und das Ding ist halt, wenn bei so einem Viererabteil 2 Leute schon hocken, dann fühle ich mich nicht mehr wohl, um dort reinhocken. Weißt du, dann stehe ich... Ja, du hast wahrscheinlich kein Problem, oder? Du hast kein Problem, wahrscheinlich auch nicht sitzen, aber du... Ja, mal, aber für die anderen, genau, weißt du, ja. Genau. Also ich denke schon auch für mich, dass ich denke so, ja, Abstand ist dann nicht gegeben und ich hocke länger als 15 Minuten in dem Zug und darum schaue ich wahrscheinlich schon auf das. Und ich sehe auch immer weniger 4 Leute in einem Abteil hocken, außer sie kennen sich bereits und kommen da so rein. Wie fühlt sich jemand, der eigentlich keine Maske noch hat? Das gibt es ja, und ich lese ganz viel, da regt man sich darüber auf. Wie fühlt sich so eine Person, die keine Maske noch hat? Vielleicht sind ja so Leute, die wirklich... Also ich weiß nicht, seit dem Montag. Die haben es wahrscheinlich einfach vergessen, oder? Und, ja, aber seit dem Montag jetzt bist du auch noch nie gefahren und nein, ich auch nie. Nein. Und ich habe vor dem Matto gefragt und er hat gemeint, es sagen eigentlich alle mit Maske im aber ich ÖV habe gewesen. jetzt ein Radiointerview gelesen, eben, und sie haben sich Leute aufgeregt und so und finden es eine Frechheit, Leute, die keine Maske haben. Ich denke, die haben es wahrscheinlich einfach vergessen. Ich bin ja gestern bin ich mit meinem Elektrotrotti zu dir in die Stadt gefahren und dann bin ich wieder zurückgefahren und da hat es keinen Akku mehr gehabt. Und dann habe ich auch überlegt, was mache ich? Und ich hatte keine Maske gehabt und ich konnte natürlich nicht im Bus drum und ich kann auch nicht laufen. Dann bin ich schnell zum Kollegen das Trotti laden für irgendwie so 10 Minuten. Und dann hat er mir aber noch Masken mitgegeben, falls es wieder keinen Akku mehr hat. Und dann habe ich es geschafft bis irgendwann, dann ist der Akku durch und dann bin ich aber den Rest gelaufen. Aber ich hätte dort eine Maske. Und das frage ich mich auch. Wenn du jetzt irgendwo bist und die Maske nicht dabei hast, musst du aber auf den Zug, musst du dann eine kaufen in dem Fall. Ja, also eben, es ist ja
Was passiert eigentlich? Kommt man einen Bus über, wenn man es nicht macht? Ich glaube, man kommt kein Bus über. Also, Nein, vielleicht bin ich da auch fehlinformiert. Aber man kommt, glaube ich, kein Bus über und es gibt auch keine Kontrolle. Weißt, in dem Sinn sind wie so auch die Fahrer, die müssen selber keine Maske anlegen, habe ich gelesen. Weil die sind mit Abstand dort, oder? Die ersten 2 Reihen kannst du nicht, kannst du nicht Fahrer? draufsitzen. Nicht Pfarrer, sondern Chauffeure. Die Fahrer? Aha, Ja, ich habe die Fahrer nicht, nicht verstanden. Pfarrer. Okay. Nein, die Chauffeure. Die müssen ja auch keine Maske anlegen. Also die dürfen natürlich, aber sie müssen nicht. Das ist keine Pflicht, weil sie haben genug Abstand nach ihnen. Die ersten 2 Reihen dürfen nicht die Leute draufhocken und so weiter. Aber sie sind nicht die Kontrolleure in dem Sinne. Sie sind nicht die Polizei, die dann sagt, ohne Maske darfst du nicht rein. Da, ja, hast du den Fall gehört in Südfrankreich? Ich rede jetzt von der Schweiz, aber nein, was Ja, hast du dort hat gesagt? wirklich der Busfahrer gesagt, gerade zu 4 Jungs, ist glaube ich, nein, sorry, ich kann nicht mitfahren ohne Maske. Und der ist schwer verletzt geprügelt worden. Der Chauffeur? Ja, hat Probleme Ah. bekommen deswegen. Und das ist ein Scheissjob. Ja, Das ist doch ein ja, richtiger ja. Scheissjob, wenn Eben, du als ich- Polizist musst Genau. quasi so. Ich glaube, darum ist es eben auch in der Schweiz so, dass die Chauffeure nicht verantwortlich dafür sind. Man will nicht die Verantwortung ihm übergeben, weil er halt alleine dort ist. Ja. Und das will man nicht in Kauf nehmen. Ich bin ja, sorry schnell, bevor du weiterredest. Ich bin ja in Frankfurt gewesen und dort in Deutschland habe ich das Gefühl, ist viel früher das durchgesetzt worden, dass du gerade so in Läden und so musst du mit der Maske reingehen. Also wir wollten in ein Shopping-Center reingehen und dort stehen wirklich Leute davor und lassen dich nur rein, wenn du eine Maske oder einen Schal oder halt etwas hast vor dem Maul. Und du musst gerade vor ihnen die Hände desinfizieren. Das Gleiche auch in Spitälern da in der Schweiz und so. Und ich glaube, wir hätten das auch schon früher können, durchsetzen, weißt du, in der Schweiz. Dort wird es wirklich in jedem Laden, du kommst nicht rein ohne Maske. Okay, krass. Ich wollte noch apropos Maske etwas sagen, was mich triggert hat. Der Alain Berset hat wieder mal auf Insta ein Foto hochgeladen für sich mit so einer mega coolen Pose, wo er im Zug sitzt und Maske trägt. Und ich mega In der 2. Klasse vor allem. ja, Ja. mega vorbildlich eigentlich, coole Sache. Aber was mich mega triggert ist, wenn jemand bei der Maske, bei der Nase oben den Draht nicht zusammendrückt. Das ist wirklich, sollte man machen, oben da, kann man es schön formen, darum hat es ja den Draht, darum muss man den oben, und das hat er nicht gemacht Ja, bei dem Foto. ja. Und das hat mich so Ja. triggert. Also gut, einerseits, ja, man sollte es machen, aber andererseits ist das, glaube ich, einfach dein Tick, dass die Sachen möglichst genau sollen Ja, so das umgesetzt werden, tut wie mich es ist, schon so Ja. unangenehm Aber berühren. wenigstens hat er eine Maske an, weil ein anderer Bundesrat, der Ueli Maurer, der hat ja letzte Woche auch noch beim SRF 1 im Radio hat er ein Interview gegeben und hat folgende Sachen gesagt. Lass mal rein. Der Bundesrat hat diese Woche ja auch das Maskenobligatorium für den öffentlichen Verkehr beschlossen. Sie selber, Herr Maurer, haben Sie bis jetzt einmal freiwillige Masken angelegt, wenn Sie zum Beispiel mit dem Zug gefahren sind? Nein, ich bin bis jetzt immer ohne Maske Zug gefahren. Und warum? Oh, ich fahre so früh am Morgen oder zu Abend spät und dann bin ich sehr oft der Einzige im ganzen Zug. Und dann habe ich eigentlich das Gefühl, ich selber weiss, wo ich bin und brauche sie nicht. Seit der letzten Woche gibt es auch die neue Corona-Warn-App. Schon runtergeladen? Nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Gut, und dann noch eine letzte Kurzfrage. In der Phase von Lockdown ist ja Homeoffice die grosse Losung gewesen. Ist ganz klar, dass ein Bundesrat nicht immer im Homeoffice arbeiten kann. Trotzdem, der Bundesrat Ueli Maurer, 2-3 Tage hat er die auch gleich mal im Homeoffice geschafft. Nein, ich bin immer im Büro gewesen. Ich arbeite nicht daheim. Das Interview vom Herr Bundesrat Ueli Maurer. Also, dann hast du lieber einen Bundesrat, der die Maske anlegt, aber den Draht oben nicht zusammendrückt, als einer, der sagt, ich will es und brauche es nicht. Ja, es ist schon noch speziell. Klar, er hat wahrscheinlich recht, vielleicht ist er ganz früh am Morgen allein und so, aber ich denke, als Oberhaupt in der Schweiz haben wir einfach Vorbildfunktion und das wäre natürlich cool, auch wenn er allein im Zug ist, dass er einfach konsequent jetzt in dieser Situation sagt, Also, ja, ich gehe einen trage Schritt auch dort eine weiter. Maske. Es wär nicht nur cool, es ist Pflicht. Ja, Also das, es ist ja wenn du offiziell als Bundesrat, und wir haben ja, wenn der Bundesrat etwas durchgeht, dann sieht man die auch so als Vorbild an. Und ich glaube, wenn du als Bundesrat etwas durchsetzen im Land, dann bist du die erste Person von allen 8 oder über 8 Millionen Menschen in der Schweiz, bist du die erste Person, die das durchsetzen muss, damit es überhaupt irgendwann mal Voll. anfängt. Das- Und es kann nicht sein, dass er sagt so, ja, oft bin ich allein im Wagen und ich weiß dann schon, wo ich bin und lege sie nicht ab. Mal, du musst sie anlegen. Du musst sie anlegen, wenn der Zug im Depot steht und du in den Zug reingehst, weil das gibt das Bild nach außen. Ja, stell dir vor, es macht jemand ein Foto und niemand kann mehr beweisen, welche Uhrzeit und überhaupt und das einfach so hochgeladen wird, Ja. dann wird ja selber verrissen. Ja. Und
klar, das Interview ist jetzt gerade am Samstag vorher passiert, aber das ist egal, er hat ja gewusst, dass jetzt obligatorisch wird und so. Das ist einfach nicht so ein Ja. guter Move, nicht so clever. Absolut, absolut. Und ich finde auch, dass er sagt ja bei der zweiten Kurzfrage auch so, haben Sie schon die App installiert? Nein, ich komme nicht raus. Ja, es ist wirklich Und das ist einfach so eine legere, so nonchalante Antwort, wie er auch schon gemacht hat bei einem Interview, wo er einfach sagt so, nein, keine Lust. aber das ist Das ist er, ja. Er überlegt sich dann nicht, nee, Mann. es ist Aber einfach nicht nein, clever. sorry, wir haben ja mit dem Daniel Koch haben wir schon ein Interview gehabt, wir haben die Sendung aufgenommen, die könnt ihr auch noch nachschauen auf YouTube. Und ich meine, er hat auch eine Assistentin, die für ihn für alles Technische verantwortlich ist. Und wenn der Ueli Maurer keine noch hat, dann wäre es doch ein einfaches zum eine einstellen und wo das für ihn installiert und so weiter. Und das ist keine Ausrede, nein, ich komme nicht raus. Als Bundesrat, wo Reden haltet und sagt, ihr solltet das jetzt abladen, weil es würde helfen, zum Zahlen runterbringen. Ja. Das kann ich nicht verstehen. Und sorry, Mann, der Maurer, obwohl er so ein chilliger Sieg und alles ist, das ist einfach nur, da fehlt es an Intelligenz, ganz ehrlich, um das öffentlich so raus... Ja, es ist nicht kein smarter Move. Ich glaube, er Gar hat nicht. bis jetzt im Leben immer so, nein, ich mache es jetzt so, Punkte in die Armen und es hat irgendwie noch funktioniert. Ja. Wir haben, Es ist so- Julian, wir haben doch darüber geredet, dass je älter du wirst, desto weniger gibst du einen Fuck auf das, was Leute von dir denken. Ja. Und wir haben das Beispiel gehabt mit, wenn du als 70-, 80-Jähriger in einem Bus furzest, dann interessiert sich nicht, was die Leute denken. Dann sagst du, ja, sorry, ich bin alt, Mann, ich kann es nicht mehr halten. Und ich glaube, der Maurer kommt langsam so in ein Alter, wo er denkt so, sorry, Mann, Ja, aber dann- ich versuche mein Bestes, aber meine Hirnleistung und mein Körper lassen es nicht mehr zu. Da kannst du ja nicht mehr Bundesrat. Ja, aber eben, dann Ja, solltest du nicht mehr eigentlich. Bundesrat. Und was war das dritte, was er noch gesagt hat? Ja, weg. Maske, Covid-App, Homeoffice. Er hat noch nie Homeoffice gemacht. Sorry. Ja, aber das es ist ist so auch die dumm. Weisung gewesen. Von den letzten 4-5 Monaten ist die Weisung gewesen, bleibt daheim, macht Homeoffice, damit wir ja nicht irgendwie spreaden. Und der Bundesrat sagt, du, ich habe in den letzten 4 Monaten weder Maske noch Homeoffice gemacht und Auch wenn er es nicht gemacht hat, dann sag doch immerhin, Ist hey, er. ich habe es nie müssen machen oder ich habe ein Büro, wo ich allein bin. Ja. Aber wenn ich hätte Ja. müssen, dann hätte ich es natürlich gemacht. Oder Ja, irgendwie so absolut. ein bisschen smart. Nein, absolut. einfach Er hebt nichts. es einfach raus, ohne vorher zu überlegen. Das Hey, ist nein. einfach nicht, Ja, nicht gut. und ich meine, weißt du, du bist sprachlich auf einem 10-fach wahrscheinlich höheren Niveau als so ein Alain Berset, der eigentlich Französisch gebürtig redet. Und er kann seine Sachen besser ausdrücken. Er benutzt Wörter wie «Boah, es wäre mir abenteuerlich, wenn ich jetzt antworte auf das, ich weiß nicht.» Und der Maurer einfach so «Oh nein, ich komme nicht raus.» Hure Nein, Mann, Hemdsärmel sorry. gehabt. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht vom Herrn Ueli Maurer. Hey, wann wird er wieder Bundespräsident? Weißt du das gerade? Also Nicht- das nicht wechselt ja jährlich. Ja, eben. Was? Ich hoffe nicht gerade nächstes Jahr. Nein, mal schauen. Also, ich beziehe mich jetzt nur auf die 3 Fragen, die er so ein bisschen, ja, ich sage mal, unüberlegt geantwortet hat. Und ich habe es recht lustig gefunden. Nein, Ja. keine Lust. Wirklich. der gibt einfach keinen Fuck mehr auf das, was passiert. Ja, komm, die paar Jahre, wo ich jetzt so da bin, ich mache jetzt, was ich will. Ja, sein Kollege übrigens, also eben, schnell zu dem, dass er sich könnte leisten, jemanden einzustellen, wo für ihn das ganze Technische übernimmt. Weil wir haben jetzt gerade wieder gesehen, sein Kollege, der, Herr Christoph Blocher, er hat dort mal, wo er Bundesrat war und nachher nicht mehr war, hat er auf seine Bundesrat-Rente verzichtet. Genau, das ist etwa rund 12 Jahre her. Er hat gefunden, er ist ein geiler Sieg. Also ja, er hat es ja, er hat offensichtlich viel Geld und hätte das gar nicht nötig. Er wollte etwas zurückgeben oder... Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht, wie er das gesagt hat, aber er hat einfach auf seine Rente verzichtet, wo sich mittlerweile so ein bisschen aufsummiert. Wo nicht einmal wenig ist, gell? Über 2 Millionen Franken wäre die Rente, die ihm gut gestanden wäre. Ja. Oder wo er könnte Ja. eigentlich beziehen. Und die wird er jetzt im Nachhinein beziehen, 12 Jahre später. Und die ganze Schweiz fragt sich, warum ein Herr mit irgendwie fast 80, wie alt ist er? Und offensichtlich ist er nicht der Ärmste da im Land. Warum wird er das jetzt beziehen? Ja, also ich muss ja sagen, du hast es mir vorher kurz gesagt, oder der Matt hat es mir vorher kurz gesagt, ich habe das irgendwie nicht mitgeschnitten. Aber das ist jetzt wirklich so, dass das ist fast so ein bisschen kindisch, oder? Dass einer etwas weggegeben hat, so ein Spielzeug weggegeben hat und gesagt hat, nein, der Nathanael, der kann es besser brauchen, ich gebe es jetzt am Nathanael. Und jetzt hat er gemerkt, so,
Nein, ist eigentlich schon ein gutes Spielzeug gewesen. Mann, ich will es zurück, ich will es zurück, ich will es zurück. Und jetzt kommt er wieder und sagt, gebt mir mein Geld. Geht das überhaupt noch? Also gibt es Gesetze dafür, wenn man einmal darauf verzichtet? Es ist, glaube ich, am Abklären. Ich glaube, offiziell hat er das Recht dazu. Ja. Weil ich glaube, der Aber alles? Hm? Rückwirkend alles? Also, da bin ich jetzt eben, ganz ja. ein bisschen unterinformiert. Es wäre abenteuerlich, um das zu Ui, ui, ui. beantworten. Ich glaube, der Bundesrat hat das offiziell auch gut geheißen. Und Mhm. jetzt liegt es, glaube ich, noch am Ständerat oder so, um das nochmal. Ja? Ich weiß nicht wer. Es ist noch nicht ganz gefixt, aber ich glaube, offiziell darf er das. Okay. Es ist aber, glaube ich, mehr so. Sucht man nach Gründen, warum. Ja. Und ich glaube, etwas, was er gesagt hat, ist so quasi, er will den Staat quasi so, er ist nicht zufrieden Mhm. mit unserem Staat quasi. Er will das Geld nicht am Staat überlassen für die Projekte und irgend Sachen. Irgend so etwas Okay. ist es. Aber die genauen Hintergründe weiß niemand. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein Signal oder so ein Trotz-Move. Ja, also, Oder auch ein bisschen Publicity-Move natürlich. ja, also da sieht man auch wieder, der Blocher hat ja auch in einem Interview bei seinem TV Blocher hat er auch wieder Sachen rausgehauen, die völlig nicht in die Zeit passen. Er hat ja Wörter und Namen genannt, wo man gar nicht nennen sollte. Und es sind, ich weiß nicht, ist es Alter? Ist es Alter? Werden wir auch so, wenn wir alt sind? Werden wir so ein bisschen so Nein, das ist nonchalant? So, Nein, das ist typabhängig. Mein Großvater ist 90 und redet und braucht E-Mail und PC und redet Sachen, wie eigentlich Junge würden denken. Und ich glaube, das ist ein bisschen Charakterfrage. ja, also ich glaube schon, ich glaube schon, das ist der Charakter, dass sie einfach so sagen, so, ja, ich bleibe bei dem, was ich gelernt habe und so, wie ich immer geredet habe, das macht mich aus. Und er hat ja auch genug Anhänger und genug Ja, ich Leute, meine, die- was passiert ihm? Was wird mir jetzt dann passieren? Ja, das stimmt eben auch leider. Ja, da kannst du alles raushauen. Hey, wir haben noch eine Viertelstunde vom Podcast. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir noch für das Thema hatten. Matto sagt es mir jetzt sicher ins Ohr. Das nächste. Entschuldigung? Ah, ja, ein ganz spannendes Thema, ja. Also für alle, die es noch nicht wissen, die jetzt da zuhören und zuschauen, der Julian hat eine eigene Produktionsfirma und das kommt aber nicht von irgendwo. Du hast früh angefangen, dich selber zu filmen. Das ist es. Mich hat Video und Filme schon immer fasziniert. Am liebsten habe ich früher im Fernsehen Werbungen geschaut. Also mich hat das zwischendurch nicht so interessiert, aber ich habe immer geguckt, jetzt kommt die Werbung, weil du hast innerhalb von 30 Sekunden mega pointiert, in mega tollen Bildern, Ja. mit der Musik eine Komposition schaffen, die zu einer Pointe führt. Hey, es hat im Fall eine Sendung mal gegeben, wo wirklich nur die geilsten Werbungen gezeigt hat. Hast du die gekannt? So? Ja, voll. So zum Beispiel die Milchwerbungen mit der Kuh auf dem Mond es und gibt so. auf YouTube gibt's irgendwie legendäre Werbungen Ja, und dann genau. siehst du das alles wieder. Und dann haben wir auch erst die Digitalkamera so gehabt und so. Und dann hat es mir auch immer gefallen, so Sachen zu filmen und nachzustellen und überhaupt und sowieso. Was ich euch vorher erzählt habe, was ein bisschen merkwürdig ist für euch, ich habe mich dann eine Zeit lang während dem Studium, während dem Schlafen gefilmt. Ich habe eigentlich Ja, das haben wir gesehen, ja. eine eigene Schlafstudie gemacht. Das Video haben wir irgendwann Es mal ist in der eingeblendet. Sendung 2 am Morgen schlafen. Wirklich? Ja, wenn ihr auf YouTube geht, könnt ihr das noch anschauen. Ja, es ist spannend, ich habe gelesen, du bewegst dich in der Nacht mehr, als man denkt. Weil der Körper, das ist eine normale Abwehrfunktion, könnte nicht immer auf der gleichen Seite bleiben, das Blut klemmt ab, Zellen sterben ab und was auch immer. Der Körper muss sich mal ja drehen. Und es hat Es ist eigentlich das gleiche Prinzip wie mit einem Spanferkel, oder? Du willst nicht nur auf eine Seite abbrennen, sondern musst immer drehen. Ja, bin ich ein Spannferkel, Armin? Du, So, Nein. weiter, man geht. nein. Auf jeden Fall hat mich das Wunder genommen. Es ist gestanden, so alle 20, 30 Minuten bewegt man sich. Ich sage, hey, das stimmt doch gar nicht, ich bin wie ein Stein. Und ich bin sehr oft im Studium am Nachmittag heimgegangen. Du weißt, ich bin ja sehr selten an der Uni gewesen. Ich habe dann geschwänzt und habe mich angeschissen. Und dann bin ich müde am Nachmittag heim, habe immer geschlafen 3 Stunden und habe mich gefilmt bei helllichtem Tag. Und das war recht spannend, was du eigentlich wirklich machst im Schlaf. Und du hast auch die Augen offen, du schmatzt, du redest. Was, du hast die Augen offen? Ja, Was, du hast die Augen offen beim Schlafen? nicht beim permanenten Schlafen, aber zum Beispiel machst du plötzlich so. Und dann fängst du an, dich zu drehen, weißt du, du seufzst und dann machst du die Augen auf. Und, und ich habe in die Kamera geschaut, weißt du, so à la, oh, da ist die Kamera, ich schaue, aber du weißt nichts. Du bist wirklich voll weg, aber du machst die Augen zwischendurch auf. Und als wärst du wach, es sieht auf dem Video aus, als wäre ich wach, aber ich kann mich an nichts erinnern. Und dann schlafst du einfach wieder ein. Aber dann trocknen doch die Augen ein, wenn deine Augen... Nein, nicht permanent offen. Aha, weißt du, du aber es wachst gibt eben wie auch die, auf. die mit offenen Augen schlafen schon? können. Ja. Ah, okay, krass. Ja, nein, du wachst einfach schnell auf, sozusagen. Also, es sieht zumindest so aus, aber du bist eigentlich
wie weg. Krass. Und Und, und eben, also ich wollte eigentlich über das Filmen reden. Wie kommst du, also man kommt irgendwann drauf, so hey, ich filme mich jetzt bei dem und dem. Und das ist ja nicht das Einzige, was du gefilmt hast. Du bist ja auch in der Gimmi-Zeit, bist du vor der Kamera gehockt und hast in die Kamera erzählt, es schießt mich einfach an. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem anderen Niveau als meine Mitschüler. Die sind irgendwo und ich bin zwar schon von oben gesehen gleich, aber ich bewege mich ganz auf eine andere Ebene. Hey, so Theorien, die du aufgestellt hast, das Ja. sind die besten. Also es ist eigentlich Mit so- 4, 15. ich habe ein Video entdeckt als wie auch eine Art Tagebuch in Bild- und Tonform. Ich habe gedacht, Schreiben macht selig, ist super cool. Aber ich mache es auch mit Video und ich habe nämlich das Videotagebuch einfach gemacht. Ich habe mich selber gefilmt und im Moment gerade dargestellt. Weil du kannst nie etwas so gut darstellen, wie wenn du das Bild, Ton und Umgebung und alles noch hast und Emotionen kannst du eigentlich so weg. Aber wie lange wartest du, bis du so etwas wieder anschaust? Oder ist das einfach so ventilmäßig, wo du dort Voll. reinredest und nachher ist es weg? Voll. Ach schon? Oft, ja. Ich habe eben letztens dann das ausgraben. Irgendwie vor 10 Jahren habe ich so ein Ego-Tagebuch gemacht und habe gemerkt, das ist eigentlich verdammt lustig. Und habe das dann ja hochgeladen auf Unigag, haben wir zum Teil so Ja, Memes ja, ja. gemacht und so. Und auch jetzt, heute noch, filme ich sehr oft einfach random in der... Okay, es ist wirklich sehr random. Und das hast du angefangen, aber während dem Studium. Du hast das Handy vorgenommen und hast nicht etwas Kleines gefilmt und uns nachher in die Gruppe geschickt. Nein. Du hast einfach mal gefilmt über 5-10 Minuten und dann schaut man dich an und du steckst das Handy ein. Und wir so, hä? Hey, das ist... Zeig's! Zeig's doch! Und dann sagt er, ja, komm, ich schick's euch dann. Und nie mehr. Und jetzt letzte Woche hast du auch wieder, wir haben Staffelabschlussdreh gehabt, glaube ich, oder Podcast. Und dann hast du einfach auch wieder gefilmt, alles. 15 Minuten lang bist du zu jedem anderen so, und der Ramin macht jetzt noch das. Das ist der Matto, unser Produzent. Da wird auf. Und wir sehen das Video wahrscheinlich nie im Leben. Was machst du mit dem? Was machst du mit dem? Das geht ins Archiv. Ich finde, das sind Momente, wo du vergisst. Ich habe mit den Jahren gemerkt, Erinnerungen ist das Beste. Ohne Bild. Einfach nur Erinnerungen ist das Beste, was du dann erzählst, aber sie gehen doch verloren. So nur so ein paar Momente. Und manchmal würde ich einfach so Eindrücke festhalten. Ohne groß kommentieren. Einfach so, wie ist es? Einfach so. Ja, aber wie archivierst du das? Sorry. Wo sind die Videos? In der Cloud. Wo sind die Im Videos? Server. Bist du eigentlich dumm auf einer Cloud? Das wird gehackt, Alter. irgendwann wissen die Leute so über unser ganzes Leben Bescheid, weil du das Zeug hast. Nein, aber mal ganz ehrlich, die Videos vom Studium, wo wir mit dem Sigi, mit dem Roman und so rumgelaufen sind und so. Was ist jetzt mit denen? Die sind irgendwo abgeleitet. Ja, und was machst du jetzt mit Ich denen? weiß noch nicht. Das ist einfach Alter! ein Schatz, der einfach neu mit ist. Ich meine, Das ist, weißt du, was ist? Ein Druckmittel. Nein, ist ja nicht passiert, Schlimmes. Also weißt, ich habe ja nicht bewusst eine Situation gefilmt, wo Ja. ich denke, oh, das könnte ich mal gegen jemanden verwenden. Es geht nicht um das, sondern einfach Ja, in der das stimmt Situation festhalten. Weil ich habe gerade letzte zum Beispiel auf YouTube oder SRF Archiv hat einen mega geilen Channel. Ich glaube Insta oder YouTube SRF Archivbeiträge, wo sie einfach so alte Sachen Ja. bringen. Mega geil. Und zwar nicht die inszenierten Sachen, sondern wie sie einfach zum Beispiel den Bahnhof Zürich filmen 1950. What? So, wie hat es damals ausgesehen? Einfach Leute, Und dann wie- schaust du einfach so ein Video, wie Oder- der Bahnhof aussieht. ja, wie ist es damals gewesen? Oder zum Beispiel, es gibt im 94 haben sie, glaube ich, einen Beitrag gemacht über die RS, haben Rekruten begleitet. Mhm. Und damals hat man noch können rauchen im Zug. Und die Rekruten sind mega offen gewesen. Mhm, Aber mhm, heute würde es genau das Gleiche erzählen. Die Rekruten haben gekifft, geraucht, gesoffen und haben einfach gesagt, ja, wir machen da nicht so viel, darum trinken wir es und haben es glatt, weil wir verdienen ja Geld und so. Das war mega spannend gewesen. Wie ist es damals einfach so gewesen? Ja. Also ich Und finde schon Das die... finde ich geil. Und So alte Sachen ausgraben Also, und nachher sehen. Aber du jede- schickst es irgendwann in dem Fall mal am SRF, dass in 50 Jahren Leute sehen, wie die Wenn Uni sie es abgelaufen wollen. ist. Nein, Hey, spinnst du, Mann? Nein, ich habe jetzt ja null Absichten. Weißt, ich mache es ja. Ja. nicht mit einer gewissen Absicht, sondern ich mache es einfach, weil ich weiß genau, Ramin. Ich werde dir selber das Video, das wir jetzt aufnehmen, werde ich dir zeigen und sagen, Ramin, wieso hast du damals so als kritisch das empfunden? Weil jetzt zeige ich dir mal Videos. Ich empfinde es und du nicht als wirst so kritisch. krass Weißt du, was abfeiern und sagen, hey Jul, geil, hast du das mal gefilmt? Nein, weißt du, was empfinde ich als kritisch? Dass ich es nicht mehr gesehen. Dass ich es nicht mehr Ah, gesehen. das finde Ich hätte sogar gerne die Videos geschaut, die du von mir aufgenommen Ja, hast. das weiss ich. Über 10, 15 Minuten. Da kann Aber ich- ich sehe es ich nicht weiss. mehr. Mach mal einen Abend, wo du die Videos zusammenstellst. Da brauchst du einen Tag. Ja, eben, selber schuld. Dann hat niemand Nein, da gesagt, brauchst was. du wirklich viel Zeit. Ja. Aber das andere ist,
ich finde amigs, wenn ich so filme, will ich dann nachher nicht noch gerade 15 Minuten nochmal zeigen. Das macht so den Moment kaputt. Weißt du, ich filme ja unauffällig. Ich filme nicht so. Unauffällig, du bist in jedem Gesicht drin. Ah, so. Aber dann soll es wieder weggesteckt werden. Weil Ja. ich bin völlig anti in einer Situation reinfilmen. Das zerstört jeden Flow und Emotion. Weil jeder Mensch, der gefilmt wird, hat das Gefühl, oh, jetzt muss ich meine Haare richten, oh, jetzt muss ich noch etwas machen. Nein. Ich will nur filmen, wie es ist und die Leute sollen mich ignorieren. Weil das ist wie wenn ich ein Event filme. Was ich hasse, ist, wenn die Leute mir in die Kamera schauen. Sie sollen einfach weiter normal machen. Also sorry, wenn ich sterbe, bevor ich einen Zusammenschnitt von diesen Videos von dir gesehen habe, wie du mich so in alte Erinnerungen schwelgst, dann nehme ich dich mit in das Jenseits. Okay, kannst du so schauen. Also, dann machen wir doch eine Zeit ab. Machen wir doch eine Zeit ab, wenn wir beide 50 sind. Und wir werden ja beide 50 zusammen sein. 50 machen wir unser Jahr, wo wir Geburtstag auch zusammen feiern irgendwann. Und wir machen irgendeine TÜV-Reise durch Kanada oder was weiß ich. Ich fahre nicht tief. Ja, ich auch noch nicht. Du weißt nicht, was bis dann passiert mit Life Crisis und so, weißt du, was ich meine? Aber dass wir dann irgendwie, dass du bis dann etwas zusammengestellt hast, wo wir zusammen können anschauen. Also, was in 50 Jahren dann zusammenkommt, legt er mir, dann stelle ich jemanden an, Entweder einen Monat lang. Ja, entweder fängst du jetzt an, das Zeug mal zusammenschneiden und büscheln, oder dann nimmst du dort mal eine Woche Zeit. Oder dann hörst du auf filmen, wenn du es nicht zeigen willst. Nein, ja, eben. Ich mache es einfach mal, weißt du, das sind so Momente, wo du nie mehr wirst können Ja. haben. Ja. Darum will ich es einfach mal festhalten. Ich meine, irgendwann haben wir alle so Linsen in den Augen, die 24x7 in jedem Moment werden abfilmen. Und ich finde es auch jetzt schade, dass ich habe mega viel weniger Material, als ich ein Kind war, weißt? Ich will nicht übertreiben, aber ich werde auch mein Kind ein bisschen festhalten, um das dem ein bisschen zu zeigen. Ja, ganz kurz noch zu dem Thema. Darum finde ich bin ja eigentlich auch, ich meine, wir haben eine hure geile Kamera auf den Handys und so, aber trotzdem filme ich und fotografiere viele Sachen auf Snapchat. Weißt du wieso? Weil wenn ich es dort verschicke, dann kommt es in einem Jahr, in 2, in 3 Jahren, kommt es immer als Erinnerung. Und das finde ich Schickst du mir super geil. täglich? Ja, und das sehe ich jeden Tag, kommt dann so heute vor 2 Jahren. So, wir gehen noch einmal kurz einen Kommentar, bevor wir da fertig sind. Wir haben da einen Kommentar vom Real Wushu. Findet die Idee von Julian mega interessant und ich glaube, er spricht jetzt gerade wieder die Idee mit den Videos an. Ich beziehe es jetzt einfach mal auf das. Ja. Er findet das mega interessant und ey, ihr versteht mich jetzt alle wieder falsch, ich wollte mich da gar nicht erklären. Ich finde es ja auch geil. Ich finde nur, es gibt schon genug Videos, um mal zusammenhocken und das anschauen. Und du musst nicht länger horten. Okay. Und ein Unterschied ist ja, ich säckle nicht durch die Welt und ich mache relativ wenig Stories. Das ist ein Unterschied. Ich tue nur eine Situation festhalten, ganz still im Hintergrund, damit man jederzeit in 20 Jahren wieder drauf schauen kann. Mega geil. Und es soll authentisch sein und eben nicht gespielt. Ja, und in 20 Jahren sagst du wieder in 20 Jahren. Egal. Gehen wir weiter. Jael10 schreibt, wie wäre es, den DJ Bobo einzuladen? Hey, das ist im Fall auch einer von der Grossen hier in der Schweiz. Und der Julian ist auch ein rechter Fan, gell? Ja, ich finde das eine absolute Legende, seit 25 Jahren, 26. Und die Musik, nicht lachen, aber ich fühle es so krass. Es ist einfach, es lässt dich zurückschwelgen in Kindheit. Bring mal das Lied, das du immer singst. Ist das der Everybody Pirate? move, ich kann nicht mehr den Text. Aber eigentlich bestehen seine... Nein, du hast doch was anderes immer gesungen. Ist das Pirates of irgendein... We're the Pirates of Dance. Aha. Es gibt, Pirates of Everybody. Das ist von ihm? Ja. Ist das von ihm? Ja, sicher. Ah, Oder was? ganz viele so Hits. Das ist Backstreet Boys. Hey, Ruhe! So Nein! schlecht, Ich bin voll in die Hose. Nein! Ah! Aber es ist mega... So Fuck, jetzt bin ich so in die Hose. schlecht. Das Geile aber... Riesen Fan. Nein, so ist es nicht. Also, was ich mal will, ist an ein Konzert von ihm gehen. Oder weißt du, das andere Lied vom DJ Bobo? Backstreet's back, alright. Oh nein, warte mal, das ist auch nicht von ihm. Ich habe so gefällt. Oder das andere, wie geht das so? It's Britney, bitch. Oh nein, fuck, das ist ja Britney Spears. Okay. Riesen Fan. Fuck, man, ich habe so gefällt, man. Oh, jetzt können wir ihn nie mehr einladen. nie mehr. Nie mehr. Ich habe so... Nein, aber René. Los mal zu. Deine Lieder sind so geil, wie sie bestehen einfach aus 10 verschiedenen Wörtern. Freedom, Music, Dance, Everybody, Jump. Backstreet's Run. back, alright. Also, irgendwie so, Freedom is a magic word, everybody hears it and never heard it. Jump in the ground, in the regular Das one. sind jetzt schon mehr als 4 Wörter gewesen. Ja, sie wiederholt sich dann einfach in der nächsten Strophe wieder.
Hey, ihr sind so Arschlöcher. Es ist unglaublich. Ich bin nicht so spontan, kann die Lieder raushauen, aber Ja. ich will unbedingt Hey. an sein Konzert gehen. Wirklich, das ist auf meiner Bucketlist schon seit ein paar Jahren. Und jedes Mal hindert es mich, es ist ja nur im Hallstadion oder in der Postfinanz. Ja. Also, weißt du, das ist ja auch jetzt erstmal, dass wir im Fernsehen ausgestrahlt werden und die Leute haben das jetzt gerade gesehen, was du eigentlich für ein DJ Bobo-Fan bist und das ist super so. Ich wollte gerade schon beim Fernsehen bleiben, ich habe das nämlich immer hure geil gefunden, gell? So Silvester oder so, hat es doch immer so im Fernsehen so Sendungen gegeben, wo eben so einfach so Konzerte gezeigt hat. Ja. Und ich mag mich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich mag mich glaube ich auch noch daran erinnern, dass so das DJ Bobo-Konzert auch mal so über Silvester gelaufen ist. Okay. Ist das echt das im Hallenstadion gewesen? Kann sein. Kann das Also sein? gib mal auf YouTube ein DJ Bobo-Konzert, die Leute, der packt, die Leute machen alle mit, 10'000 Leute, die sind so Ja, das richtig weiß ich schon. stolz. Eben darum Das haben sie finde ja ich so fürs geil, er packt. das ist noch das Zeug, wo ich das Gefühl hatte, ist im Fernsehen noch so in gewesen. Weil Fernsehen schauen wir ja gar nicht mehr, aber ich glaube, so Zeug ist noch gewesen. So Helene Fischer Konzert, weißt du, so an Neujahr und was weiß ich. So Zeug hat immer so die Leute zusammengebracht. Und so 7:45 ist für mich früher so die Zeit gewesen, so mit der Familie vor der Fernseher, weil dann haben die Filme angefangen. 7:45. Und für Leute, die eben dort... Hast du jetzt das gefurzt? Ich schwöre, Hast du jetzt- ich schwöre, Oh. auf, ich schwöre auf alles. Ich habe jetzt gerade... Erstens schmeckt es nicht. Nein, Und du hast jetzt zweitens- gefurzt. Nein, ich schwöre dir auf alles. Wirklich? Ich wäre Okay, jetzt okay. stolz, Nein, dann wenn glaube ich ich es dir. Dann glaube ich es dir. Du wärst stolz? Okay, ja, schon gleich. Ja, ich Aha. ja, in dem Fall ist mein Mundgeruch, der da am Mikrofon abgeprallt ist. Ja, keine Ahnung. Von was habe ich jetzt geredet, Alter? Wegen dem DJ Bobo. Wegen dem Fernsehen. Komm, Ist ja wir gleich. Aber nur zum sagen, er wäre wirklich ein Kandidat, wo man mega viel schon studiert hat, ist mega viel auf der Liste gestanden, wo wir da bringen wollen. Und wir haben noch eine geile Idee. Welche? Darf ich das so? How to DJ Bobo. Aha, Ja, fix. also so einen DJ Bobo-Song Ja, fix. machen zusammen. Ja, voll, wir müssen wieder mal einen Song Also machen. das ist wirklich, der René ist auf der Liste. Ja. Hey, bist du gerade ready zum Wissen, über was du willst da am Null! Schluss? Also, über was haben wir Also, heute geredet? Wir müssen schnell- alle da draussen, wir werden jetzt am Schluss immer so schnell eine Zusammenfassung machen, über was wir Das Ding ist, der Teil wird nachher im Podcast vorne angesetzt. Und meistens vergessen wir eben, über was wir geredet haben. Also über was haben wir geredet? Also wir haben über der Roger Federer, Roger Uli Federer. Maurer, Christoph Blocher, Ja, stimmt. Schlafstörungen. Nein, das haben wir Nein. das haben wir ein anderes Mal gemacht. Roger, ja, also Der René ist... sag einfach etwas. Hä? Soll Weißt ich du einfach etwas? etwas Ja. sagen? Oh yes. Nein, ich meine yes, etwas von yes. diesen Sachen, die du jetzt besprochen hast. Ist gut? Ja. Also, gut. Das ist der 2 Uhr Morgen Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören. Nein, jetzt habe ich schon wieder aufhören. Warte, ich muss neu anfangen. Das ist der 2 am Morgen Podcast. Heute, Julian, was ist das Thema, das dich da noch beschäftigt? Wir sind ganz nah am Roger Federer dran gewesen. Seit Monaten probieren wir den bei uns anzukriegen und er hat in der Sendung eine Frage beantworten und die Frage ist leider nicht über uns gestellt worden. Wir bleiben am Roger Federer dran. Was ich noch unbedingt mitnehme da aus diesem Podcast ist, dass sogar die Bundesräte Fehler machen, was gerade in dieser Zeit jetzt wichtig ist, dass man nicht machen sollte. Und schaut einfach, dass ihr es richtig macht, auch wenn so zum Beispiel ein Uli Maurer nicht Masken anlegt im ÖV. Hört rein im Podcast. Und danke vielmals für alle fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind nächste Woche schon wieder da, schaut im Fernsehen vorbei, dort werden wir auch ausgestrahlt. Aber vor allem abonniert auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Streaming-Plattformen und Podcasts gibt. Wir sehen uns wieder nächste Woche und sagen an dieser Stelle Ciao zusammen! Bring the beat back.